Mit dem auserwählten Helden geht's weiter hier bei Twilight Princess HD. Willkommen zurück, Freunde. Und ja, Link ist natürlich Feuer und Flamme. Vor allem als jetzt auf geht zum ersten Tempel. Und trotzdem würde ich vorher nochmal ganz kurz zurück ins Dorf gehen. Eben zum Nachschauen, was geht es da genau ab? Wie reagiert es auf unsere Rückkehr? Könnte auch noch irgendwie, was weiß ich, noch eine Reaktion hervorrufen. Und ja gut, es gibt dann schon noch etwas, was ich noch gerne testen würde, aber befürchte, das wird nichts wert, weil ich habe im letzten Part angekündigt gehabt, von wegen Herzteilen, dass ich eigentlich doch gerne im ersten Tempel bereits 4 Herzen hätte. Mal gucken, eine Rebone rufen. Nee, das klappt nicht und zwar aus gutem Grunde, aber dazu später mehr. Finden so spüre ich jetzt ja auch keine, gut. Ja, und zwar wegen ja, dem Herzen, also sprich dem Herzcontainer, sprich wir brauchen eigentlich noch 4 Herzteile dafür, weil wir haben ja bereits 1. Und 2 kriegen wir im Tempel, das wäre von dem her kein Problem, aber ich fürchte, das Spiel hat nicht vorgesehen, dass wir bereits vor dem ersten Tempel an 3 Herzteile kommen, was natürlich ziemlich kacke ist. Und daher, also es gibt im Dorf sich vielleicht sogar 2 Herzteile, an die ich mich gerade so spontan erinnere. Aber das eine weiß jetzt schon, dass nichts klappt und daher, jo. Was eigentlich kaputt geht, weil man am Stahlschwert, da ist bloß irgendwie kürbislos Holz und trotzdem geht's nicht kaputt. Tja. Da mal hochklettern. Noch 2, 3 andere Dinge natürlich, die ich auch noch erwähnen sollte. Punkt Nummer 1 sollte gut, das war bereits ab Part Nummer 5. Das hat die Qualität, sag ich jetzt mal, so die Farbdichte und auch der Kontrast soll von den Videos ein bisschen besser sein. Weil irgendwie war es mir jetzt seltsamerweise so, dass bei einer Vorschau im VLC-Player, was irgendwie total, also das wäre irgendwie, es hätte irgendwie einen Milchglaseffekt darüber. Das ist ein bisschen grauschleiermäßig und das andere war dann halt noch irgendwie crazyerweise, da ist aber die eigentlich nie gekriegt. Im Dunkeln nicht, die ist ja direkt. 50 Rubine! Ganz geil! Jo, weglegen. Ja, war eben, wie gesagt, ein bisschen crazy da mit dem VLC-Player, aber soll eigentlich alles wieder funktionieren und du musst dann noch ein paar Filter drauf haben fürs fertige Video. Wenn ich jetzt hier so zocke, die ich sag jetzt mal die Rohsicht, ich sag jetzt nicht die Rohaufnahme, sondern die Rohsicht, die ist trotzdem besser als bei der Rohaufnahme, aber Elgato und bei mir jetzt Sony Vegas, die haben irgendwie verschiedene Ansichten, was den Wert betrifft, bezüglich mehr Kontrast und Farbdichte. Da kann ich nicht irgendwie den einen Wert aufeinander übernehmen und ich muss irgendwie doppelt bearbeiten. Ist noch ein bisschen doof. Also doof ist ein bisschen. Es würde ich irgendwie den gleichen Schritt irgendwie zweimal machen. Jetzt sehe ich es vor allem ganz gut, die vermutlich oder hoffentlich nicht. Aber ich müsste eigentlich alles. Das ist bei mir jetzt auch. Ist jetzt ganz cool, weil jetzt ist eigentlich. Jetzt haben wir irgendwie oben und unten noch so einen schwarzen Balken drauf. Weil man halt die Kontrast, wenn der zu tief ist und die Farbdichte auch, dann ist es irgendwie grau. Und dann sieht man sehr gut. Bei mir ist jetzt. Ja, ist fast schwarz und das ganz schwarz ist eigentlich optimal. Ja, muss man ein bisschen testen. Aber egal, erstmal ein bisschen nachgucken, wollte ich gerade sagen, natürlich nachfragen. Wie geht's denn allen hier? Ich habe gehört, die Kinder, sie wurden entführt von Monstern. Das ist doch so schrecklich ruhig ohne die Kinder. Ja, richtig erschreckend, war. So, kann der Falken rufen, natürlich bringt's nichts. Angeln ist gerade auch ein bisschen unzweckmäßig. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Milch mir besorgen. Nachher, wenn wir schon im Thema Milch sind. Bezüglich, oh, die sieht auch ein bisschen Depri aus. Klar, wenn die Tochter weg ist. Michael, dir geht es also gut. Ach, so ein Glück. Aber sag, hast du nicht irgendwo die Kinder gesehen? Stell dir vor, Kunde beim Aufbruch oder das Dorf von Monstern angegriffen. Michael, ich bitte dich, du musst die Kinder unbedingt retten. Natürlich, vielleicht habe ich ja Waren, die du brauchen kannst. Aber sieh dir ruhig um. Alter, ein rechtsvolles Bild da. Alter, total traurig. Naja, kannst nichts machen. Lampenöl. Nee, haben wir genug. War ein Wunder, ein bisschen Milch mit, wa? Wir haben leider nur eine Flasche, aber hey, für selbst muss es reichen. Milk. So. Wenn du irgendwas brauchst, ja, wegen der Kinder, ich zähle auf dich. Oh, Alter, bloß die Musik noch, da ist ja.
Alter Schwede, ist das auch nur Depri. Depri und traurig und ja... Wir müssen dringend was tun, Leute. So, das war das eine. Das andere, wenn wir gerade im Thema Milch sind, geht es eigentlich auch ein bisschen ums Heilen künftig. Bin noch abgeschlossen. Und zwar, mittlerweile dürfen wir Amiibos verwenden. Kann ich mal testen hier mit der Zelda-Amiibo, über das passiert. Das ist ja das Wii U Gamepad. Dann Herzen wurden aufgefüllt. Okay, hat das schon mal geklappt. Ja gut, das tue ich jetzt hier auf Aufnahmen nicht gerade so episch. Aber ja, mit der Zelda-Amiibo kann man halt die Herzen auffüllen. Verwendet werden. Ah, dieser Amiibo kann heute nicht mehr verwendet werden. Okay, ist echt so, dass irgendwie ein Amiibo nur einmal täglich verwendet werden kann. Und aber bezüglich halt der Wolf-Link-Amiibo für den Schattendange, der jetzt hier neu ist. Und dann, gut, die Link-Amiibo bringt noch gar nichts. Die bringt sie erst bei bei Pfeilen und Bomben, glaube ich. Nur bei Pfeilen, dass die irgendwie alles auffüllt. Ich glaube sogar nur bei Pfeilen. Ja, wenn ich halt ein bisschen häufig einsetze, ne, ist ja klar. Und, ja, vor allem wegen den Herzen, oder? Ich meine, sowieso, wenn wir halt wieder Herzteil kriegen, Tempel, kriegen 2 Herzteile, ist wieder voll vom Endboss, plus ich habe noch die Milch, 3-mal. Also im Tempel Bean kann ich wieder die Amiibo einsetzen, also 4-mal, müssen eigentlich reichen, aber 3 Herzen. Michael, du bist also noch am Leben. Du weißt ja nicht, wo die Kinder sind, wa? Irgendwelche Monster haben sie entführt. Ilia, die Kinder alle. Wo ist verletzt? Es hat sich der Bürgermeister auf Suche gemacht, aber er ist ja nicht mehr der Jüngste. Bitte, Michael, du musst helfen, die Kinder zu finden. Wo ist denn der Alte hin? Mann, der Bürgermeister, wo ist denn der hin, ey? Das geht's doch nicht. Ja, Fazit, ich werde, wie gesagt, die Zelda und die Link-Amiibo immer wieder mal ein bisschen einsetzen, weil sie irgendwie, naja, der Zeitpunkt passt. Oh, der kleine Hund. Was? Hochheben? Oh, alles gut. Herrchen kommt bald zurück. Oder Frauchner, wer immer hier wohnt. Ne, Frauch natürlich eigentlich. Alter, überall voll Depri-Stimmung. Na? Michael. Die Kinder. Unsere Kinder entführt von Monstern. Traurig, traurig, aber leider wahr. Ich muss auch ganz zugeben, das ist halt die einzige Person hier im Dorf, die man eigentlich sonst nie sieht. Ich meine, die ist immer hier im Haus drin. Gut, Hausfrau, mein Name ist Programm. Aber trotzdem, dass man die, wenn man hier halt nie reingeht, oder, dann verpasst man die. Und das ist natürlich trotzdem noch ein bisschen schade. Naja, zurück zum Thema Amiibo. Und die Wolf-Link-Amiibo von den Schattentempeln, die speichern wir für den Schluss noch auf, mit der Drillhöhle. Und auch wegen der Gandalf-Amiibo. Oh, die wird sowieso geil. Ich muss es jetzt noch besorgen, aber dann kriegen wir einen doppelten Schaden, plus Helmut ist halt 4-facher Schaden. Aber ganz ehrlich, bei 20 Hertz nachher mit okkulten Künsten wird das kein Problem mehr sein. Das sollten wir eigentlich locker hinkriegen. Das wird dann richtig episch. Also Amiibo-Action haben wir sich noch viel vor. Aber sicher bevor ich irgendwie 4-5 Herzen habe, weil das war ein bisschen mörderisch. Alter, wie sieht denn der aus? Michael! Gut, dich zu sehen, zumindest bist du voll auf. Oh, was haben sie mit dir gemacht, Mo? Der Monster, mein Schwert. Alter, seht ihr, wie der aussieht? Der ist mal voll übel. Bei dir alles soweit klar? Das ist bestimmt gewundert, wie ruhig hier ein Dorf ist, oder? Während du hier warst und Dämonen das Dorf überfallen. Was mich vor allem noch wundert ist, die Grafikbar mit der Mütze, Schild, Schwert. Ich meine, sorry, aber liebe Entwickler, liebes Team von Nintendo, wer auch immer dahinter steckt, alles. Also, ich erwarte nicht, dass man jeden Grafikfehler irgendwie ausmerzt. Das ist logisch, in jedem Videospiel gibt es irgendwelche Grafikbugs. Das muss schon fast so sein, weil du halt nicht alles irgendwie ausgrenzen kannst, aber das hier mit der Mütze. Ich meine, die ist von jetzt an immer da. Da kann ja wohl nicht angehen, dass wir hier immer so einen Bug haben. Nein, entführt, da hat er schon die auch erwischt. Auch Mo sagen, war es ein wenig hingelegt. Aber schaust. Jo. Also gescheit, das, wie gesagt, das sind jetzt schon ein bisschen. Sehr bedenklich, aber Michael, dieses Schwert. An den Dämonen hat das Mo gestohlen. Jetzt bringst du es zurück. Unglaublich. Bei dir ist sicher in guten Händen. Also behalte es einfach noch eine Weile. Vielleicht wird es ja auch nutzen. Also Michael, komm bald wieder zurück. Gut, Neuigkeit ins Dorf. Ja, vor allem hat Mo eigentlich immer ein Schwert noch bei sich. Und vor allem, welche Monster haben ihn so überfallen? Wir haben. Also eigentlich haben wir doch den Weg jetzt von hier zum Wald ziemlich gut abgedichtet. Welches Monster denn dann noch entführt?
Ja, na, wie gesagt, achso, natürlich geht's nicht, ich Trottel, der braucht einen Pfund dafür. Bin ich ein Trottel. Ja, eben auf der Ziegenherde, toll, jetzt fuck, na, was ist jetzt los? Entschuldigung, Leute, da hat gerade irgendwie meine Elgato-Software gerade das Gefühl, wir müssen gerade mal total abkacken, wieso auch immer. Naja. Also, ja, wie gesagt, hochgehen, Herzl holen geht noch nicht, weil wir brauchen den Polen dazu. Und die ist gar nicht da. Kommen jetzt zum Bürgermeister rein, die Tür ist abgeschlossen. Okay, er ist sowieso noch unterwegs. Gut, machen wir uns direkt auf den Tempel. Mit Schild und Schwert, noch keine okkulte Kunst dabei, aber wird schon gut gehen. Ja, doch, doch. Ein bisschen Übung und dann kann ich das wieder. Holzschild. Der Ordenschild. Naja, wird schon gut gehen. Den ersten Tempel, glaube ich, kein Problem. Ich überlege gerade, aber soweit ich mich erinnere, gibt es da gar keinen einzigen Gegner, der irgendwie, naja, uns da halt gefährlich werden könnte, sag ich jetzt mal, mit Feuer und so. Also müsste das Schild sicher überstehen. Und dann, ja, im zweiten Tempel da natürlich schon, aber da haben wir sicher noch andere Gelegenheiten dann, den Schild zu ersetzen. Und daher, jo, auf geht's! Zum Allzugstempo. Hui! Midna hat noch irgendwelche Kommentare dazu. Also perfekt, oder? Man ist so viel in sich da. Deine Freundin näher näher. Ja, ziemlich am Anfang. Ich meine, die Welt ist ziemlich groß. Wäre schon ein bisschen crazy, wenn wir jetzt schon alle finden würden hier. In der Theorie zumindest. So, mal gucken. Die Musik ist noch ein bisschen fröhlich. Ein paar Typen runter, oder was? Dürfen eigentlich ja nicht mehr, weil wir sie ja bereits platt gemacht haben. Also von dem her. Da ist die Quelle. Ich meine, heilen kann ich mich ja auch nicht, wahr? Vögel, keine Feen. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös mit so einer 3 Herzen, das kann. Wobei, ich habe ein Schild, also. Was ist los mit noch? Gegeben habe. Du weißt schon, schwinge Bilder an schweren Schützen vor dir. Das ist anstrengend, oder? Also mal testen, wa? Ja, komm. Ich hab ein Schild. Mann, bist du doof. Verarschen? Müssen wir voll dreimal draufhauen, bis etwas passiert. So, komm. Gut, ne, erstmal. Was ist denn das gerade? Hä? War da gerade etwas? Vielleicht bloß ein Schild. Für den Weg. So die andere Frage, wo geht es eigentlich da noch lang? Weil da ist es gerade offen. Geht's da? Der müsste eigentlich, wa? Ja, natürlich, du bist der junge Mann aus Ort. Und was weißt du, wo du bist, hey? Sagen wollte, nicht so gefährlich war. Sei so vorsichtig. Ist wahrscheinlich noch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Ja, eigentlich schon. Hier, bitte. Einen kleinen Schlüssel. Einen ganz normalen kleinen Schlüssel, okay. Also, ein Flasche öffnen. Vergiss es. Da gerade eintunken wird vielleicht noch ganz gut funktionieren, aber nö. Gut, aber warum, wie gesagt, komme ich da schon weiter? Nö, sag nicht na. Nee. Wo ist denn hin? Hat schon etwas zu erledigen? Das ist auch so ein Feature, also Feature, sag jetzt mal. Momentan ist so, der Weg wäre eigentlich frei, und Midna sagt, nö, du musst erst Temp Nummer 1 machen, bevor du in die Welt hinaus kannst. Das ist ja eigentlich so ein bisschen sehr typisch, dass du ein bisschen die Tempel abgeben musst, bevor du irgendwie weiterkommst. Und das soll ja dann, ab Zelda View soll das ja anders sein, dass du quasi frei bestimmen kannst, wo willst du überhaupt hin. Ich meine, bei Link Between Worlds ist das auch schon teilweise so. Oh. Und daher könnte es spannend werden. So, und dann haben wir schon alles entzündet. Sag mal. Ich wollte sagen, was macht das Teil da? Ja, kommst du?
Noch ein bisschen betäubt, die gute. Ich hab dich gesehen. Na, komm. Ich würde sagen, kommst langsam mal. Das Viech wäre also auch schon hinüber und wir sind wieder beim Wald. Ja, 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 so schnell kann es gehen. Wald von Falvonium, noch total neblig, kommt man jetzt hier eigentlich durch. Mal überlegen, ist es echt so ein Giftsumpf oder ist es eher, scheint eher Nebel zu sein, wa? Und Nebel, auch wenn er halt giftig ist, kann man doch theoretisch... theoretisch praktisch gut. Oh, wen haben wir denn da? Der hat die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Nee, er hilft, also sie eigentlich, aber ist ja ein Weibchen. Ja, ja, ich weiß, sagen uns, komm mit. Sag den Weg. Du übrigens eine Lampe, die hat nicht unendlich Öl, also wäre vielleicht froh, wenn du... Naja, gut. Komm doch, komm doch. Ja, ja, komm ja schon. Gucke schon auf deinen Pavian-Arsch. Da ist eine Truhe, die wir das letzte Mal übersehen war. Kann man eigentlich jetzt noch hoch? Nee, die muss ein anderes Mal holen, wobei ich glaube, es ist sowieso nur Geld drin. So klein die Truhe ist. Da wir sowieso aktuell noch gar keine Geldnöten haben, also auch kein Problem. Da ist irgendwie eine Fledermaus. Ist schon wieder alles in Ordnung. Null Problemo, kleines Äffchen. Nicht zu nah dran gehen. Ich weiß nicht, wie viel Toleranz ich habe, bevor dann der Nebel sagt, nö, pff, jetzt kriegst du Schaden. 2 Herzen. Ja gut, ich hol den Heldenmodus, wobei. Und Heldenmodus, ja, wie gesagt, das doppelte Schaden finde ich schon geil im Heldenmodus. Dass mir keine Herzen erscheinen. Wird zwar am Anfang ein bisschen doof. Aber vor allem das mit der gespiegelten Welt, oder. Wobei gespiegelt, ja. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Also links wieder das Link wieder. Links, ja. Das Link wieder Rechtshänder ist natürlich sowieso geil. Ja gut, ich sehe eigentlich noch Nebel um mich herum, aber ist egal. Wir haben es geschafft, yeah! Ja, und jetzt? Und die Lampe ist leer, vielen Schrank auch. Ja, sage ich ja, vielen Schrank auch. Gut, auf X legen, passt schon. Wir kommen hier sowieso zum Gebiet mit, naja, wisst schon. Mit dem Papagei. Was ist denn die Brücke, hey? Hey Freunde, na wie geht's denn so? Ich bin mich jetzt trotzdem getroffen, das ist mir ganz schleierhaft. Fangstoß! Geht natürlich noch nicht. Naja, wir sowieso. Mina, irgendwelchen Kommentar zur Brücke. Nö, ist mal nichts dazu. Schade irgendwie. Was denn das? Wolf? Nee, wir sind doch hier. Muss ein Grafikbug sein. Hallo? Willkommen, klar, kauf was, klar. Lampenöl, 20 Rubine, jo, ist klar. Aber natürlich, aber erst einen Schluck trinken. Blub, blub, blub.
Haben sogar 2 Schlücke. Ja, das könnte wir damit auffüllen, war. Aber andererseits, uns Elixier. Nee, lassen es mal so. 20 waren es, war. Sei kein Dieb. Pokémon lässt grüßen. Danke. Also, was zum... Das ist doch kein Bug. Irgendwie... Ja, gut, da entlang versperrt uns den Weg. Da ist sowieso nichts mehr. Hier kommen wir auch nicht hoch. Hallo, netter Wolf. Und hier, Freunde, kommen wir endlich zu dem, was ich schon mal erwähnt hatte. Wegen der Timeline von Link, also sprich da mit Ocarina of Time, Majora's Mask, was der gleiche Link ist, oder? Fast schon der einzige Link aus, der halt in The Wind Waker natürlich noch, der in mehreren Zeldas einen Auftritt hat, also sprich der gleiche Link war. Obwohl, der in Link to the Past und Link's Awakening ist eigentlich auch der gleiche. Oracle Seasons, Oracle Ages, aber egal. Und theoretisch, naja. Ein goldener Wolf. Wo geht's denn sowas? Oh mein Gott, tot. Was zum... Der mysteriöse Geisterkrieger endlich in HD. Da denke ich mal angucken. Und dieser Krieger, Freunde, da dreht sich die Legende darum, dass das der gleiche Link ist wie in Ocarina of Time und Majora's Mask. Und der uns hier nochmal erscheint als unser Vorfahre halt, natürlich auch bereits tot, ist klar. Die Frage, wieso jetzt hier, wie gesagt, ein Geisterkrieger ist und uns herausfordert. Wie Link mit dem Schwert so ein bisschen rumspielt, so... Gibt es ja auch verschiedene Theorien von wegen, ja, Majora's Mask und so war Link bereits tot und irgendwie den Tod verarbeitet und hier taucht er wieder auf und so. Naja, kann man sagen, angreifen, wa? Autsch! Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Toller Spruch vom Link, der eigentlich nie quatscht. Das Schicksal mag dir zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, mein grünes Gewand zu tragen. Das war fies. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Was war mit Mut? Aber ganz ehrlich, sieht man irgendwas, dass ich einen Link aus Ocarina of Time und Majora's Mask erinnern würde? Wow. Das Face gerade so voll. Licht. Licht aus. Licht. Das haben wir damals morgen dann auch weniger deutlich. Die Brustplatte. Ist das irgendwie eine Eule? Naja, wegen Eulenstatuen halt in Majora's Mask, versteht ihr? Im Hintergrund ist da ganz klar Schloss Hyrule, das Ocarina of Time. Und natürlich, ja, doch hat irgendwas. Wenn du die wahre Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Ach du Scheibenkleister. Die berühmten okkulten Künste, die in Twilight Princess so viel ausmachen. Und diesen vieles mehr werden wir erfahren in der nächsten Episode hier bei Twilight Princess HD. Bis dahin, ciao zusammen.